Hallo zusammen, hier ist natürlich nochmal der Crown Cletus oder der Chris. Ich würde sagen, weil es so schön war, haben wir nur das zweite Video rein heute. Und zwar haben sie auch schon ein paar Mal angesprochen wegen dem Black Ops Player Card Crown Crew Logo. Und ja, nachdem dass ich ein paar Versuche gesehen habe, würde ich sagen, zeige ich schnell, wie ich es gemacht habe. Es gibt sicher noch neue Möglichkeiten und vor allem im Black Ops 2 gibt es ja 30 Layer und dort kann man dann auch richtig durchdrehen. Aber hier hätte es etwas simpler müssen passieren. Und ich würde sagen, ich fange schnell mit dem untersten Layer an. Der macht so am meisten Sinn. Ihr seht ja das Crown Crew Logo vor dem weißen Hintergrund. Und wenn wir uns jetzt eben, wie gesagt, mal anschauen, wie das aufgebaut ist, tue ich schnell mal hier die Farbe ändern. Und ihr seht, der Layer, der eigentlich am weitesten hinten ist, hat eine einzelne Farbe und das ist eben das Weiß, wo er den Hintergrund definiert. Und das Teil besteht eigentlich aus so einem einfachen, simplen Balken. So einem fetten, das ist glaube ich so ein Abzeichen. Auf Englisch heisst es halt Rectangle White, aber ich denke, ihr findet auf Deutsch sicher auch, was es ist. Und das gleiche habe ich dann noch einmal genutzt. Ein Layer oben dran. Tun wir schnell die Farbe wechseln. Okay, und ihr seht, da haben wir wieder einen, und zwar ein bisschen aufgeschoben. Und jetzt seht ihr eigentlich das System schon, wie ich mir das dann überlegt habe, wie das zustande kommen kann. Ja, man tut in dem Sinne einfach aus den Formen halt die Schlussform ausschneiden, die man eigentlich gerne möchte. Und dann geht das dann wunderbar, oder? Gehen wir noch schnell einen weiter rauf. Und dann seht ihr, Farbwechseln habe ich hier unten. Habe ich eigentlich nur einen Strich gemacht, um die Trennung zu erreichen. Gehen wir noch einen rauf. Dann seht ihr, habe ich hier zweimal den Rectangle Thin, wie es halt wieder auf Englisch heisst, verwendet, um das zu erreichen, weil das ist mir nicht so gäbig gegangen. Es hat eigentlich nichts geeignet, wo so eine Aussparung hat ermöglicht. Also, dann seht ihr, dort sind Diamanten, 3 und dann weiter oben dann noch ein 4. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wieso dass ich das so gemacht habe. Eventuell könnte man die auch alle beieinander büscheln. Spielt jetzt aber nicht einmal eine Rolle. Wenn wir schnell hier anklicken, ihr seht, das ist einfach simpel der Diamant, und er von diesem Balken dann noch einmal halt mit überdeckt ist, um die Trennung zu erreichen. Und ihr seht, der nächste Diamant ist nebendran, alles easy, alles Logo, da hat man den, dann kommt hier wiederum ein Strich, um die Trennung nochmal zu erreichen. Die obere Trennung, haben wir den letzten Diamant, dann haben wir noch einen unglaublich langgestreckten Pfeil, und der ist nicht einmal gerade gesehen jetzt gerade, ja, aber ja, easy, weil ich ja nichts so dünnes gefunden, was sich eignen würde. Und von dem her ist der Pfeil eigentlich noch easy. Von der Länge, ihr seht, sobald das Spitze eigentlich vorne draußen ist, passt es, sonst wird es wiederum zu dick. Und dann war es eben so gewesen, dass ich glaube, der Rectangle Thin, ja genau, wenn wir ihn aufnehmen, der schaut oben noch ein bisschen raus. Und das war dann insofern das Problem gewesen, ups, jetzt habe ich den falsch verschoben, dass ich dann hier halt noch so ein gepresstes 9 Bravo Fill Emblem genommen, um den hier abzudecken. Es ist ein Gebastel. Upsala, jetzt habe ich hier noch Mühe zu brechen. Ja, lassen wir es. Aber wenn man es dann richtig, nicht speichern, genau, wenn man es dann halt alles richtig positioniert, ist eigentlich ein einigermaßen akzeptables Resultat hier. Ja, probiert es mal aus, wenn ihr Lust habt, noch Lust habt, Black Ops zu zocken. Ich werde sicher in der nächsten zwischendurch online sein, aber auch ein bisschen Black Ops spielen. Ich habe schon ein paar vergnügliche Runden mit euch gehabt. Und ja, das eine oder andere Video wird sicher auch noch etwas Spezielles sein. Aber wiederum wird es halt auch ein bisschen Black Ops Gameplays geben, weil es mir halt immer noch Fun macht. Eben ja, jedem das Seine. Und ich denke, wenn ich mich amüsiere, passt euch das auch noch gäbig. Ein Video, wo jemand so ein bisschen aufgestellt ist immer interessanter als jemand, der nur am Motzen ist. Je nachdem ist aber das auch interessant, wie ich immer wieder sehe, in den Kommentaren, Campersau und so. Ja, es könnte schon vielleicht wieder mal etwas geben. Also, ich meine, es sind mir schon wieder ein paar richtig freche Würstchen begegnet. Und ja, darum seid gewiss, es kommt sicher wieder mal etwas.
Aber alles zu seiner Zeit. Ja, das wär's gewesen. Hoffe, es hat euch gefallen und weiterhin einen schönen Tag. Ciao zusammen.